Musik beschreibt alles. So dem da das gar nicht seine Meinung zur Musik. Das ist 25 Jahre als Saxophonist, hat kein Moment, wo ich nicht an Musik denkt. Du willst das noch schon weit kommen. Wie weit genau kommen wir, auf werden so gut aus, dass du die Ferge rausfindest. Den David Ascani as jungen erfollegreiche Saxophonist. Mat nëmme 25 Joer huet de gebiertegen Äscher schon enorm viel errecht. Net nëmmen ass heen en exzellente Musiker, méget anderen och Kuren. Et ass net sos, dat Heen schon den hextmeigschen Diplom am Saxophon huet an 2 Joer Uni iwwersprungen huet. Ech schummech wären engem Konzert am Liquid mam David Ascani getroff, a mech mat Team iwwer sei Suse as en Karriere ënnerhalen. Was hältst du eigentlich von der Musik? Für was oder wofür hast du deiner Meinung nur gut? Von der Musik halte ich ganz viel. Können Sie sich zum Beispiel vorstellen, wie ein Film ohne Musik wäre? Das wäre immens langweilig. Zum Beispiel ein Horrorfilm, wo dann so ein dunkler Raum und da ist keine Musik da. Also so, was geschieht da? Musik ist eine Passion für mich. Es vergeht keine Sekunde, wo ich nicht an Musik denke. Ich finde, Musik beschreibt alles. Musik kann alle Situationen beschreiben, Emotionen, wenn ich verlebt ist, wenn ich Rosen ist. Es gibt immer einen Grund für Musik zu machen, für mich. Wie hast du mit der Musik angefangen und wie ist das zustande gekommen? Also ich bin in einer Familie groß geworden, wo immer Musik gemacht wurde. Schon meine Großeltern schon Musik gemacht. Und wo ich 5 Jahre alt war, habe ich am Anfang richtig angefangen, dass ich mich interessiert habe für die ganze Sache. Und habe mit Trompete angefangen. Nach 2 Jahren habe ich dann daheim eine Küche gesehen, wo ich mir Papa gefragt habe, Papa, was hast du an der Küche dran? Da habe ich mir gesagt, das ist ein Saxophon, den ich gekauft habe. Wow, komm, weiß mir mal das Ding. Das ist bestimmt eine flotte Sache. Und ich war impressioniert. Das war so komische Rohr mit vielen Knöpfen drin und so schön blinkig und alles. So war ich schon sicher, voilà, ich werde keine Musik machen. 1, 2, 1, 2. Wie ist die Leichtigkeit am Lauf von deiner Karriere als Musiker entstanden? Ich hatte die streng Profen immer. Das erklärt es vielleicht zu einem großen Teil. Wo ich mit dem Jazz angefangen habe, da hatte ich 13 Jahre, das war beim Professor Mark Carlos zu Asch. Ich war immens exigent immer mit uns. Und ich meine, gerade da weint, da sind uns alle gut und noch viele Sachen mir einfach gefallen, weil wir einfach von Anfang gewusst haben, voilà, wir müssen es voll an etwas lancieren. Und natürlich der Spaß, also nie zu kurz kommen. Ich meine, das möchte ich auch schon mehr, wenn man etwas gerne möchte, dann möchte ich ihn doch besser. Wie kommt es dazu, dass du mit 25 Jahren schon 2 Jahre Uni übersprungen hast, den höchstmöglichen Diplom am Saxophon hast und Jazzkuren zu Peting gehst? Ich bin relativ frei an die Militärmusik gekommen. Da hatte ich 20 Jahre. Da habe ich aber dann mit der Zeit gemerkt, ja, das fehlt mir etwas. Alltag arbeiten oder Musik machen, das geht nicht durch. Da habe ich gesagt, voilà, gehst nach an Kuren in Ausland, weil hier war ich mit dem Diplom dabei. So bin ich auf Saarbrücken gegangen. Voilà. Und weil ich aber schon viel gemacht habe, habe ich mir dann 2 Jahre gut gerechnet. Den Direktor, der Paul Origer, den hat mich gefragt, so, David, wir wollen gerne eine Jazzklasse aufbauen, Peting zusammen mit der Kerchinger und der Dave von der Musikschule. Voilà. Und dann habe ich dann den Teil vom Saxophon Jazz überholt. Den David Ascani hat uns erklärt, was das Saxophon genau ist. Heute stellt er uns ein Saxophon alt vor. Ein Saxophon besteht aus 3 Teilen. Das ist der Körper, was das größte Stück ist. Dann haben wir den Hals vom Saxophon, Vokal genannt oder auch S-Bogen, den wird auf den Körper gemacht und zugeschraubt. Zum Schluss kommt noch ein Backdrop. Und dann können wir loslegen. Welche Erfahrungen hast du am Ausland gemacht und hast du schon von Profis gelernt?
schon Kurre mal geholt, wenn ich am Ausland war, zum Beispiel zu New York, bei einem Ernie Hammes, Jazzmusiker von Lützeburg, den hat eine CD abgeholt und du sind Schmatt gegangen, für nur zu gucken. Das sind Sachen, du lernst dir viel bei. Wenn du sitzt, dann der Profi bei der Arbeit doch nur guckt. Ne? Und dann die Leute kennen, die du Matt spielen, bei denen die Kurre noch kann holen, bei denen immens weiterbringt. Ne? Ich meine, dass die Musik, die ich mache, ist so spezifisch den Jazz. Also eine Musik, die bis mir reserviert dem Publikum hat, und aber trotzdem hier am Land ist nie ein Konzert, wo enttäuscht das du auf dem Publikum. Es ist aber immer genug Nachfrage da. Lehrst du spielerisch überhaupt noch etwas bei am Saxophon? Können die nicht von einem Punkt geht es mir schwer, für etwas beizulehren. Rein technisch, aber musikalisch geht es immer mehr weit. Ich kann ihn immer beilehren, sodass ich nie umkomme. Meine Ziele sind aber, wie du mit einem Projekt aktuell ist, den David Ascani Quartett, für du meine eigene Musik ein bisschen zu machen. Und natürlich so viel wie möglich Konzerte und Touren zu machen mit den Leuten. Und natürlich auch Spaß zu haben da.